Sali miteinander. Ihr hört Salis trifft. mit dem Bruno Tenger. Wunderschön im Lindenhof. Sehr kalt, aber angenehm mit dem Salis zusammen zu sein. Ebenso, mit dem Bruno. Danke vielmals. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Liebe Leute, ich habe ein riesiges Vergnügen, heute einen speziellen Gast für mich zu haben. Er steht für den Artenschutz, er ist ein Umweltschutzaktivist und auch ein Artenschutzaktivist, kann man sagen. Und gleichzeitig auch noch Gründer von der Tangwood Organisation, die er mit seiner Frau zusammen ins Leben gerufen hat. Wir kennen einander von einem Zoobesuch, oder? Vor 3 Jahren. Das ist richtig, ja. Im Zoo Zoo. Zürich. Bist du bei mir gewesen und wir haben das Gespräch angefangen. Und die Rede ist vom Bruno Tenger. Hallo. Hallo Gianfranco Salis, es freut mich sehr, dass wir uns da wieder einmal treffen. Du hast recht, wir haben uns vor einigen Jahren im Zoo Zürich kennengelernt und dort hat die Chemie schon ziemlich gut gestimmt. Und so sind wir jetzt im Kontakt geblieben und freue mich natürlich sehr, dass wir uns im Lindenhof zum Salis treffen. Auch bei dieser eisigen Kälte, die wir heute haben. Aber das ist okay und es macht Spass. Und ich freue mich auf ein heißes Gespräch mit dir bei eisigen Temperaturen. Eben, Masoalenhalle hat zugemacht und darum haben wir gedacht, gehen wir doch auf den Lindenhof. Ja, er hat mich einfach ein bisschen herausfordern, weil ich von Afrika komme mit so 36 Grad. Hat er gefunden, du musst die Schweiz richtig spüren. Und hat mich dann auf den Lindenhof gezählt, dass man so richtig spüren, wie kalt das auch in der Schweiz kann sein kann. Wenn du als Tourist wieder zurückkommst, dann sollst du ja wirklich wieder das haben, was du vermisst hast. Das ist richtig. Also das Einzige, was ich wirklich nicht gross vermisse, ist die Kälte in Afrika. Beim Essen sieht es ein bisschen anders aus. Aber jetzt mit dir zusammen da hocken macht jetzt eigentlich gleich noch Spass. Und das gibt warm mit dem Gespräch. Nachher holen wir uns noch einen Glühwein. Das ist richtig so, ja. Minimum. Sehr gut. Jetzt ein Tag. Wie kann ich mir einen Tag vorstellen bei dir? Dann startet ein Tag, jetzt, ich meine, da kann ich es mir eher vorstellen, da sind wir in der Schweiz, aber jetzt im Busch draussen. Wir haben noch geskypet im Dezember, oder? Du hast da aus einem Hütchen, wir haben da zittert um die Verbindung, aber wir haben das gleich einfädeln jetzt das heutige Gespräch, da, das Treffen von Lindenhof. Wie sieht ein Start in den Tag aus in Afrika bei 38 Grad im Busch? Also wenn du im Busch draussen bist, ist es natürlich am Morgen früh, stehst du mal auf, so um 6, 7 wecken die Affen meistens wegen dem Gebrüll. Dann stehst du mal auf und das Erste, was du machst, ist trinkst du mal 1 Liter Wasser, weil über die Nacht alles rausgeschwitzt hast. Versuchst irgendwo Wasser zu finden, dass du die Zähne kannst putzen. Und wenn du ganz viel Glück hast, gibt es noch irgendwo einen Tee auf dem Feuer gemacht, Wasserkübel aufheizen und so. Und dann gehst du schon das erste Mal die ersten Tiere anschauen, gehst in den Regenwald laufen, versuchst Tierarten zu erkennen. Und das ist so der Morgen, wo du im Busch draussen machst. Was hat dich angetrieben, eine eigene Organisation im Arten- und Umweltschutz zu gründen? Okay, das ist eine gute Frage. Also das hat einen Zusammenhang mit dem Zoo Zürich, wo ich mit den Schimpansen gearbeitet habe. Zoo Zürich hat Schimpansen weggegeben. Ich bin dann auf Afrika gereist. Das erste Mal mit Auffangstation, also Waisenkind von Schimpansen zu arbeiten. Und habe dort die Problematik kennengelernt, wie gefährdet die Schimpansenart und die Affenart eigentlich in Afrika allgemein sind. Sind dann zurück in die Schweiz und haben mit meiner Frau, sie ist Biologin, gefunden, wir sollten eigentlich noch ein bisschen mehr machen für die Tierarten. Und da wir da freie Hand haben wollen, haben wir unsere eigene Artenschutzgesellschaft auf die Beine gestellt. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du mit der Frau zusammen so etwas auf die Beine stellen kannst? Das ist ein absoluter Glücksfall, ehrlich gesagt. Also zumal meine Frau Biologin ist und alles, was ich als Aktivist sage, schau, ich habe das Gefühl, wir haben das Problem dort und dort. Beim illegalen Handel sagt sie, du, das ist möglich, aber ich will Daten. Es ist nicht einfach das Blaue rausgerührt, sondern wir tun auch wirklich Statistik, Forschung betreiben, wie der Handel läuft und wir tun alles hinterlegen mit Daten. Und mit diesen Daten, die wir jetzt zusammentragen, kann ich nachher auch politisch weiterarbeiten. Aber der Glücksfall, dass mit einer Frau das Ganze durchziehen darfst, eine Passion lebt von beiden, nicht nur von einem, ist natürlich einfach traumhaft. Also perfekte Ergänzung eigentlich, auch im Berufsfeld? Absolut, ja. Also privat wie im Berufsfeld, weil du schaffst natürlich 24 Stunden fast, das hört nie auf diskutieren.
Aber da wir die gleiche Pension haben und die gleichen Ideen haben, klar gibt es auch zwischendurch mal verschiedene, die sagen, okay, ich will die Richtung, du willst die Richtung, aber wir finden immer den Weg, weil das Grundprinzip, das wir am Schluss erreichen wollen, ist bei beiden das Gleiche und das ist traumhaft. Aber gibt es gleich den Moment, du hast es angesprochen, wir sind 24 Stunden zusammen am Arbeiten und am Leben, wo dann hast du beißen? Nein, ganz ehrlich nicht. Das haben wir nie gehabt, wir haben nie gebissen. Wir ergänzen uns in allen Bereichen tatsächlich so gut, dass wir jetzt, ich mag mich nicht erinnern, auf einen Streit, den wir je gehabt hätten. Klar, Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen und sagen, du, ich denke, wir brauchen diese Daten. Und sie, nein, ich als Scientist, wir brauchen diese Daten. Ganz klar, das gibt's, aber nichts, wo jetzt störend gewesen wäre oder so, sondern das bringt uns beide weiter in unserer Arbeit, oder? Wir haben da noch etwas Gemeinsames. Und zwar, wir sind beide mit 7 Jahren jetzt unterwegs, also seit 7 Jahren mit unserer Passion unterwegs. Ich als Moderator, eben du als Umwelt- und Artenschutzaktivist mit deiner eigenen Firma, würde ich sagen, mit deiner eigenen Organisation, ist vielleicht besser ausgedrückt, gibt es gleich einen schwersten Moment. Also weißt du, wenn du irgendwie sagst, wir haben so viel Herzblut noch mit reingesteckt, auf dem Weg, und wir sind ja immer noch auf dem Weg, hast du selber gesagt, mit diesem Projekt, wir sind auf einem guten Weg und ich habe auch gelesen, auch sehr erfolgreich. Richtig, ja. Mit eurem Projekt. Gibt es gleich irgendetwas, wo du sagen, das ist jetzt ein schwerer Moment gewesen? Weißt du, das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also ich kann aus eigener Erfahrung reden, die schweren oder die unangenehmen Momente sind ja dann meistens auch Kick-Off-Momente, wo man dann einen besonderen Antrieb hat. Ist das bei euch auch ähnlich gewesen? Wenn ja, gibt es so einen Moment bei euch? Also der Moment zwischen uns zwei nicht, aber es gibt natürlich die Momente, wo du auf Aufdeckungsarbeit bist, sagen wir jetzt vom lebenden Schimpansenhandel, wo du einen Händler auffindest, der 2, 3 junge Schimpansen beheimatet hat, wo du eigentlich konfiszieren solltest, aber nicht kannst. Und diesen Platz musst du verlassen und kannst an sich nichts dagegen machen. Du kannst es nur dokumentieren oder Behörden weitergeben. Das sind so Momente, wo ich heimgehe und sage, jetzt brauche ich tatsächlich ein Swisskeli, um wieder ein bisschen oben runterzukommen. Und am nächsten Tag motiviert sie dann einfach noch mehr, die Situationen aufzuzeigen und den Schritt vorwärts nochmal zu machen. Aber das stachelt einem dann auch an, oder? Es stachelt einem definitiv an. Es ist einfach der Moment, wo das Tier hinterlässt und sagst, eigentlich müssen sie ja retten. Aber ich bin nicht gewillt, etwas zu zahlen. Das wäre kontraproduktiv. Das ist dann am nächsten Tag einfach wieder schauen, dass man mit Behörden etwas machen kann und so weiter. Das ist eine Nachstachelung. Aber das sind so die Momente, wo ich nicht ganz so glücklich und happy davonlaufen. Oder? Aber dann haben wir eben dann die Beziehung, wo ihr diese Sachen dann zusammen verarbeiten können, oder? Richtig, absolut. Das ist dann das, was man am Abend miteinander diskutiert. Oder einfach mal ansitzen und ein bisschen Wein trinken miteinander und über das diskutieren und sagen, was können wir morgen dagegen machen. Oder einfach mal stehen lassen für eine Nacht und am nächsten Morgen wieder dran gehen, schauen, wie können wir in dieser Situation weiterarbeiten. Also du lebst in Traum und deine Arbeit und deine Passion, alles in einem eigentlich? Das ist so, ja. Das heisst, du hast nie Feierabend? Nein, Feierabend gibt es bei uns nicht. Braucht es gar nicht dann? Nein, es braucht etwa mal Schlaf, aber Feierabend braucht es nicht, weil ich nie das Gefühl habe, ich arbeite tatsächlich, auch wenn ich 24 Stunden unterwegs bin und viel mache, aber es hat nie die Ansicht, dass ich jetzt ein Angestellter bin, der muss knütteln, sondern es treibt mich von mir selber an jeden Morgen, ohne dass ich irgendwie die Motivationsschub brauche, weil das ist natürlich herrlich. Das ist ja die absolute Erfüllung. Absolut, ja. Also das ist der Traum, den man eigentlich sich erfüllen kann. Wenn das mehr Menschen könnten machen, arbeiten, nur aus Freude und aus Antrieb, aus Passion, dann wird es vielen sehr gut gehen. Das ist die Tatsache, ja. Also man muss dann einfach auf Geld verzichten. Da haben wir nochmal etwas Gemeinsames. Also ich finde es wirklich mega spannend. Also es geht mir genau auch so. Wenn ich aufstehe, kann ich auch reduziert beim Schule gehen, weil mir sind meine eigenen Kinder wichtiger. Ich habe mir das Privileg, dass man es so einrichten kann. Und wichtiger als Geld, oder? Und wenn man jetzt so rausschaut, wird es ein bisschen philosophisch und gesellschaftskritisch, oder? Aber wie viele Leute hat es da draussen, wo einfach der Kontostand wichtiger ist als Familie? Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, oder? Es ist eigentlich verrückt, ja. Ich denke, es hat halt viel mit der Gesellschaft zu tun. Gerade jetzt in der Schweiz sehe ich, wie reich das ist. Also wenn ich da in einem Migros laufe, wenn ich von Afrika komme, stehe ich dort drin wie ein kleines Kind und verstehe die Welt nicht mehr, weil es so ein grosses Angebot ist.
Nur wenn ich dann die Rechnung bekomme an der Kasse, muss ich sagen, okay, da müsste ich einiges anders machen, dass ich könnte überleben. Dann muss ich ja das Kontostand aufholen. Und für gewisse Leute ist das halt soziale Absicherung. So wie es aussieht für dich und mich, ist das gute Leben wichtiger, auch wenn es nicht immer ganz so 100% abgesichert ist. Das sind ein bisschen die abenteuerlichen Leute, die da in diesem Bereich mehr Freude haben. Und ich wünsche eigentlich vielen, dass sie viele Abenteuer erleben können. Es macht einem auch wirklich frei. Und das ist auch Glück und Erfolg, oder? Ist das für dich gleichzusetzen? Glück und Erfolg. Erfolg macht dich zufrieden. Glücklich macht mich mein Partner, dass wir so zusammen sein können. Das macht mich glücklich. Der Erfolg macht mich sehr zufrieden. Das hilft sicher auch zum Glück wieder über einen Partner. Weil wenn man zufrieden ist mit sich selber, ist man auch meistens auch zufrieden mit der Umwelt. Und das macht schon noch viel aus. Und du strahlst es auch aus? Danke vielmals, das höre ich gerne. Ja. Ich kann das jetzt aber gerade weitergeben zu dir. Trotz riesiger Kälte sind wir zwei da am Lächeln und Lachen. Also das überzeugt mich, dass uns zwei eigentlich recht gut geht. Dann probieren wir doch mit diesem Gespräch jetzt anderen, die jetzt dazu lauschen, mit dem anzustecken, vielleicht auch mit dieser Energie. Vielleicht können wir da auch etwas auslösen. Jetzt zurück. Heimat. Du bist raus, du hast deine Heimat verlassen, du bist auf Afrika gegangen. Ein Wagnis, auch finanzieller Natur. Was kannst du da dazu sagen? Nichts. Die Hause ist man, wo man die Hause ist. Also, ich bin in der Schweiz die Hause, ganz klar. Jetzt bin ich in Nigeria die Hause. Die Welten haben sich komplett verschoben natürlich. Also, es sind nicht mehr die gleichen Sachen wichtig. Es ist unterdessen, also sagen wir, am Tag ist für mich wichtig, um sauberes Trinkwasser zu finden. Fließendes Wasser, um mal duschen zu finden. Elektrisch gibt es praktisch nicht. Also, man muss sich neu orientieren. Es gibt dafür aber dann halt die Freundlichkeit der Menschen in den Regenwalddörfern, wo dir so viel Freundlichkeit und Herzlichkeit entgegenbringen, wo das alles entschädigt, tatsächlich. Also du brauchst keinen Luxus mehr, sondern Luxus ist für aussen mit den Leuten zu diskutieren, mit den Leuten zusammen zu leben. Kinder sehen strahlen, Erfolg sehen, dass gewisse Dörfer nicht mehr auf die Jagd gehen für gewisse Arten von Primaten. Das sind so die Glücksmomente, die ich jetzt im Moment nicht gerne missen würde, sondern das ist das, was mir gefällt. Klar hast du keinen Luxus wie in der Schweiz, oder? Aber der Luxus, also der Luxus ist einfach anders. Der Luxus ist, eben, wenn du zufriedene Kinder siehst, ja, die mit selber bastelten Böllen oder mit PET-Flaschenfinken übers Feld lachend übers Feld springend. Kann ich mir das so vorstellen? Richtig, das sehe ich als grossen Luxus unterdessen. Oder? Eben, da sagt man Luxus, wenn ich einen Lichtschalter habe, ist für euch kein Luxus mehr. Also wenn ich heimgehe und das Licht anschalte, kommt Licht. Bei uns gibt es das praktisch nie. Wenn das Licht mal kommt, ist das ein höherer Luxus für uns. Also sind einfach die ganzen Luxusdinge sind extrem verschoben. Aber es lernt dich auch wieder, was ist wirklich wichtig. Was ist wichtig im Leben? Und ich meine, nur schon Trinkwasser zu haben, ist für die Schweiz eine normale Sache. Du kannst aus dem Wasserhahn trinken. Bei uns ist das immer mit einer Reinigung verbunden. Also du kannst nicht einfach etwas trinken, sondern musst es reinigen über Minuten lang und so weiter. Du musst ein bisschen daran denken, dass du auch versorgt bist. Kommen wir jetzt ein bisschen konkreter zu deinem Projekt. Du hast 8 Solarpanel, oder? Müssen installieren, zum Wasserpumpe mit Strom versorgen. Jetzt hast du das in Eigenregie mit der Kathi gemacht. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja ein gewisses Vorwissen muss ja da sein, damit man diese Sachen überhaupt installieren kann. Das ist das irgendwie, weißt, wer hat das Wissen vermittelt, damit die Locals können die Solaranlagen installieren? Also grundsätzlich haben wir eine Reinigungsanlage aus der Schweiz mitgenommen, von Aquapura. Und dann gewusst, wenn wir irgendwo einsetzen, wo es Sinn macht. Und wir haben dann im Nationalpark eine Station gefunden, wo von den Wildhütern, aber auch das Dorf in der Nähe ist. Und haben dann angefangen, sind dort angegangen, rekonstruieren, schauen, finden wir überhaupt Wasser. Also da haben wir dann einen Geologen aus Nigeria, der dann eine Wasserprobe gemacht hat, Tiefenprobe gemacht hat. Und nachher ist dann die Idee gekommen, okay, wie können wir das umsetzen, dass es umweltfreundlich ist, dass es nachhaltig ist, dass es kein Geld kostet für die Einheimischen. Das ist alles die Punkte gewesen, wo wir haben müssen sagen, okay, das ist uns wichtig, oder?
Weil wenn du eine Tiefenpumpe installierst mit den Dieselgeneratoren, läuft sie genau einen Tag, weil sie am nächsten Tag kein Diesel mehr kaufen können. Also haben wir uns überlegen, was kann man machen. Und dann ist der Solar natürlich in den Vordergrund gestanden. Da der Solar aber meistens in der Schweiz über Batterien läuft, haben wir gesagt, das kann auch nicht gehen, weil die Batterien gehen kaputt. Es gibt Folgekosten wieder zu dem Ganzen. Haben dann angefangen, Solargeschäfte in Nigeria zu suchen und Tiefenpumpen zu suchen. Wie können wir das ohne machen? Haben dann eine ausländische Pumpe gefunden, die direkt über den Solar angetrieben werden konnte. Und dann sind wir natürlich einfach stundenlang rumgefahren, um das richtige Equipment zusammenzusuchen. Einen einheimischen Ingenieur engagiert, der uns dann das Ganze zusammengebastelt hat. Aber in der Zeit, wo die das gemacht haben, sind wir natürlich jede Minute neben dran gestanden, um zu schauen, dass das auch einigermaßen richtig installiert wird. Oder? Aber es ist ja unglaublich mustergültig. Also das hat für mich, wenn es die Sendung Swiss Awards noch geben würde, gibt es ja nicht mehr, ist eingestampft worden. Ah, okay, weiss ich gar nicht. Dann wärst du für mich ein nominierter Kandidat. Weil ich meine, sauberes Trinkwasser kombiniert mit Artenschutz. Ich habe mich dann reingelesen und ich habe es brutal spannend gefunden, zu erfahren, dass eigentlich, ich habe mich gefragt, ja, das sind ja zwei total verschiedene Sachen. Und dann habe ich gesehen, ihr kombiniert das insofern, dass der Ranger, der ja ein harter Job ist, oder? In diesen grossen Urwaldflächen, der Ranger muss ja auch mit Wasser versorgt werden, dass er diesen Job ausüben kann. Dass er dann das hat mich beeindruckt, als ich das recherchiert habe, dass ihr eigentlich geschaut habt, zuerst, bevor es den Tieren gut geht, muss es diesen Locals gut gehen. Wie geht es denen gut? Die müssen zuerst sauberes Wasser haben zum Leben. Und dann können wir sie nachher in einem zweiten Schritt dann auch animieren oder motivieren oder auch Kraft geben, dann zum auf Tiere aufpassen. Das ist ganz genau die Idee gewesen. Also die Idee war, dass wir vor allem, also wir sind ja Artenschützer, jetzt nicht unbedingt Menschenschützer, aber der Artenschutz funktioniert nur, wenn wir die Lokalbevölkerung mit einbeziehen. Wie können wir das machen? Wir können ja nicht dort gehen und sagen, du, jetzt dürfen die gar nichts mehr machen, wir sind aus der Schweiz, wir verbieten euch alles, sondern wir wollen denen etwas geben. Im Gegenzug geben sie uns etwas zurück. Also durch unser Projekt ist der Nationalpark, also die Wildhüter, die Rangers, und das Dorf so weit zusammengewachsen, dass wenn illegale Jäger in den Wald gehen die heute, das Dorf selber geht zum Wildhüterpost und sagt, hey, wir wissen, es sind 2 Jäger dort drin, also die arbeiten heute miteinander zusammen. Wir haben das aber ganz bewusst in den Nationalpark eingelegt, weil wir gesagt haben, das ist für die Wildhüter, die machen den wichtigsten Job im Busch raus, haben das einfach mit dem Dorf, das in der Nähe ist, kombiniert. So gibt es einfach besseren Zusammenhalt und der Schutz der Wälder ist viel besser gewährt, wenn wir nur einseitig irgendetwas machen. Das ist für uns ganz, ganz ein wichtiger Punkt in diesem Projekt. Und ich gebe dann auch eben schulische Bildung diesen Leuten auch, oder? Es ist ja nicht nur einfach sauberes Wasser, das ihr dort macht, sondern es ist dann auch eine Win-Win-Situation. Ihr bewirkt etwas im Dorf und das Dorf, wie du es gesagt hast, beschützt sich dann eigentlich dann auch vor den Wilderern in dem Sinn. Ja, das ist mal der erste Schritt, ist jetzt mal, dass die auch die Wilderei fangen an unterbieten, speziell von fremden Leuten, aber auch vom eigenen Dorf. In der Zukunft ist es natürlich so, dass wir auch die Jungen ausbilden über Farmen, was Gefahren ist von der Farm, vom Abbrennen der Wälder, zum neue Farmen machen, die Verschmutzung der Wasserläufe. Das wollen wir in die Schule integrieren mit Education Clubs. Die Zukunft von diesen Regenwalddörfern und von dem Regenwald, wie auch von den Tierarten drin, ist natürlich die junge Generation. Die junge Generation neue Schulen mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken zu füttern, kann nachhaltig sein, weil sie einfach über Jahre die Wichtigkeit von dem Ganzen kennenlernen und auch mal etwas Neues. Und die bringen es dann heim zu den Eltern, wo erfahrungsgemäß am Anfang von den Eltern gelacht wird. In der Zukunft, aber je länger das es geht, die Eltern immer mehr anfangen zulassen. Und wenn der Vater geht so gefährdetes Tier jagen und es heimbringt und die Kinder sagen, Papi, das ist nicht okay, weil ich weiss, ich habe gelernt, dass das unter Schutz steht,
dann fangen auch die Eltern an, überlegen miteinander und vielleicht, und Hoffnung ist, dass dann in der Zukunft auf diese Art Jagd verzichtet wird. Und man sieht auch erste Resultate, oder? Also ich habe dann auch noch gelesen, dass die einheimischen Wilderer von der Umgebung dann auch ein besseres Verhältnis haben, jetzt dann auch bekommen mit den einheimischen Locals, also mit der Bevölkerung dort. Gibt es noch etwas, Bruno, was du den Hörerinnen und Hörern von Salis trifft an dieser Stelle willst du sagen? Ja, das würde ich gerne sagen. Und speziell ich als Artenschutzaktivist würde mal unseren Hörer oder den Hörer vom Salis ganz speziell darauf aufmerksam machen, auch als Tourist, wo man immer wieder an den Strand geht und Affen oder andere Tierarten zum Fotografieren hat. Denken daran, dass es meistens verwaiste Schimpansen oder andere Arten sind, die in der Wildnis in Afrika gefangen werden, dass sie als Unterhaltung bieten an diesen Touristenstränden. Denken an mich in dieser Situation und sagen Nein zu dieser Foto. Je weniger Fotos die ihr verkaufen könnt, desto weniger junge Schimpansen müssen verschleicht werden aus Afrika. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen und hilft uns sehr. Bruno, es ist mir eine riesen Freude und Ehre gewesen, dass du extra aus Afrika angereist bist, um mitunter auch mit mir da auf den eiszapfenkalten Lindenhof zu kommen. Wir nehmen uns jetzt einen Tee, einen warmen, oder? Ja. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Glück und weiterhin auch Passion und Erfüllung bei dem, was du machst. Danke vielmals. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen tatsächlich. Und eben, wenn du irgendwann Lust hast, mich zu besuchen in Nigeria, herzlich willkommen. Wir haben es dort ganz sicher wärmer als heute, aber es hat sehr Spass gemacht, mich zu treffen. Und ich hoffe, wir haben sehr viele Zuhörer, die da zuhören. Und ich wünsche dir auch alles Gute für deine Salis trifft Serie, die jetzt sicher nicht mit mir fertig ist, sondern in die Zukunft geht. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.